Grüß Gott, Kinder. Wie ihr wisst, hat der gute Meister Eder schon recht oft Grund gehabt, auf den kleinen boshaften Pumuckl wütend zu sein. Aber so einen Krach wie diesmal hat es in all den Jahren noch nie gegeben. Und das Schlimme ist, die beiden sind immer noch nicht versöhnt, sodass ich euch heute zwar die Geschichte von dem Krach erzählen kann, aber wie das Ganze ausgeht, das weiß ich selbst noch nicht. Es war ein Tag wie jeder andere. Der Meister Eder arbeitete und der Pumuckl schaukelte friedlich in seiner Schaukel. Ab und zu hüpfte er aus seiner Schaukel heraus, um sich eine der Zwetschgen zu holen, die der Meister Eder in eine Schüssel auf die Fensterbank gestellt hatte. Der Meister Eder schaute nur kurz einmal auf und meinte: Pumuckl, iss fein jetzt viel von den Zwetschgen, nicht dass Bauchweh kriegst. Von Zwetschgen krieg ich nur Bauchwohl und nie Bauchweh. Jetzt habe ich aber eine süße Zwetschge erwischt. Und gib Acht auf den Kern, gell? Kerne isst niemand gerne. Ja. Ui, das reimt sich, das reimt sich. Ja. Ich spuck sie in die Ferne. Das reimt sich nochmal. Bis zum fernen Sterne. Das ist schon fast ein Gedicht, ein sehr schönes Gedicht. Also, dass du die Kern da in der Gegend umeinander spuckst, das braucht's auch wieder nicht. Kannst doch da auf den Sägespinnhaufen legen. Nein, das kann ich nicht. Doch. Weil sonst meine schönen Sägespäne voller Kerne werden und meine schönen Kerne voller Sägespäne. Also, Pumuckl, heb den Kern auf, sonst tritt ich drauf und rutsch aus. Das willst du doch nicht, oder? Nein, das will ich nicht. Ich habe den Kern aufgehoben jetzt und jetzt lege ich ihn hier auf die Hobelbank. Ja, hier hin. So. Ach, da Herrschaftszeiten, da kann ich doch den Kern nicht brauchen. Aber in den Hobelspänen kannst du auch keinen Kern brauchen und auf der Kommode, da kannst du auch keinen Kern brauchen. Wo kannst du eigentlich überhaupt einen Kern brauchen? Nirgends. Gibt's nicht vielleicht irgendjemand, der ein paar Kerne braucht? Na. Warum sind dann Kerne in den Zwetschgen drin, wenn sie keiner braucht? Mei, Pumuckl, damit's neue Zwetschgenbäume gibt. Aus Zwetschgenkern, da wachsen die Zwetschgenbäume. Ui. Ja. Ui, dann will ich einen neuen Zwetschgenbaum haben. Da musst du aber lang warten, Pumuckl. Komm, wirf ihn weg. Nein, so etwas Schönes wie einen Zwetschgenbaum, das darf man doch nicht wegwerfen. Dann häng ihn von mir aus um ein Hals. Aber man kann doch einen Kern nicht um den Hals hängen. Kein Mensch kann das und kein Kobold kann das. Ja. Außer du machst mir eine Kette dran. Machst du mir eine Kette dran, ja? Na. Oh Gott, das habe ich mir gleich gedacht, dass du das nicht willst. Na. Aber vielleicht machst du mir eine Halskette ohne Zwetschgenkern. Geh zu. Halskettel tragen da nur Mädeln. Und Kobolde. Ja, freilich. Kobolde auch, ja. Okay. Alle meine Urahnen haben Halsketten getragen. Und du tragst keins. Punktum. Dann werf ich den Kern auf den Boden. Punktum. Pumuckl, lass das. Gut, ich leg den Kern in dein Bett. Dann Was? wächst da ein Zwetschgenbaum aus deinem Bett und dann Okay. kannst du nie mehr drin schlafen. Okay. Und den zweiten Kern lege ich in die Küche und dann wächst gleich neben dem Herd noch ein Zwetschgenbaum und überall lass ich Zwetschgenbäume wachsen. Okay, was dir hier jetzt neben der einfällt. Säge hier, und hier neben der Hobelbank. Pumuckl, Lass einen jetzt gib ein Zwetschgenbaum bisschen wachsen. Ruhe. Was? Da schau, eine Kundschaft kommt. Kundschaft. Also, lass das mit den Kern dabei, bitteschön, ja? Das sieht ja sonst aus, als tat ich alle Kern nur so in der Gegend umeinander spucken. Ja, aber wenn die Kundschaft ein bisschen wartet, dann gibt's nämlich doch vielleicht noch Zwetschgenbäume. Pumuckl, Was? ich hab dir ein bisschen auf den Arm genommen. Es wird aus dem Zwetschgenkern bloß ein Baum, wenn man ihn in den Erden steckt, sonst nicht. Und ich habe mich schon so gefreut. Da hast du deine dummen Kerne. Und so landeten ein paar Kerne wieder auf dem Boden, und der Herr Eder gab ihnen schnell mit dem Fuß noch einen Stups, sodass sie ins Abfallholz kullerten, gerade noch kurz bevor die Frau Gruber mit ihrem Töchterchen Erika in die Werkstatt trat. Beide, der Meister Eder ebenso wie der Pumuckl, waren nicht gerade rosig aufeinander zu sprechen, aber das wäre schnell vorübergegangen, wenn nicht durch die Frau Gruber und die kleine Erika etwas Neues hinzugekommen wäre. Etwas, das zunächst weder mit Zwetschgen noch mit Zwetschgenkernen etwas zu tun hatte. Die Frau Gruber gab dem Meister Eder den Auftrag, ein kleines Schreibpult für die Erika zu schreinern, das genau unter das Fenster des Kinderzimmers passen sollte. Und die Erika wusste ganz genau, wie sie das Pult haben wollte. Sie konnte es sogar ein bisschen aufzeichnen. Ja, ganz genau kann ich mir das vorstellen. Da soll man einfach die Schulbücher reinstecken können
Und da soll ein Schublal mit dem Schlüssel hin. Ein Geheimfach, gell, Erika? Ja, und der Schlüssel dazu soll so klein sein, dass ich ihn da an mein Armband noch hinhängen kann. So klein? Das wird nicht gehen, Erika. Außerdem hast du ja an dem Armband lauter so schöne Silbersachen hängen. Da passt ja so ein Schlüssel, aber in einer Nase glaube ich auch gar nicht dazu. Das ist doch alles echt Silber, nicht wahr? Ja, immer zum Geburtstag und zu Weihnachten schenkt dir die Oma eins. Bald geht schon nichts mehr hin. Mei, die sind ja wunderschön. Der kleine Dackel da, der ist ja Von dem gut. Bierkrug geht der Deckel echt auf. Ja. Und das Herz kann man auch aufmachen. So. Da sind Babyhaare von mir und meiner Freundin drin. Aha, zum Zeichen der ewigen Freundschaft, gell? Ja, und den schiefen Turm hat der Papi von Pisa mitgebracht. Ja, mein Mann ist dienstlich viel unterwegs. Da schaut er natürlich auch immer, ob er nicht sowas zum Hinhängen mitbringen kann. Ja. Und was machst du denn dann, wenn das alles voll ist? Weiß ich nicht. Vielleicht kriege ich noch ein Armband. Ja, nachher ist ja besser, du machst aus deinem Geheimfach Schmuckschatullen. Sollen wir es nicht gleich ein bisschen größer machen, das Schubladel, und dafür das für die Schulbücher kleiner? Sie würden mir gefallen, Herr Eder. Die Schulbücher gehen schon vor. Ja. Den Schmuck bringen wir leicht vorerst noch in ein Schachtel. Aber jetzt habe ich noch Ja. nicht gefragt, wie lange es denn dauern wird, Herr Eder, bis Sie es liefern können. Ja, meist Es es. geht halt schon ein bisschen pressieren. wissen Sie. Ja. Die Frau Gruber und der Meister Eder wurden sich einig. Und als Mutter und Tochter nach ungefähr einer Viertelstunde weggingen, saß der Pumuckl in seiner Schaukel und schaukelte so hoch er nur konnte. Hey, Pumuckl! Noch nicht so fest, fall mir nicht raus. Nein, ich falle nicht hinaus. Nichts fällt nirgends hinaus. Alles fällt nur hinunter und hinein. Und mir fällt manchmal etwas ein. Ui, das reimt sich wieder. So? Ja, was fällt dir denn ein? Vielleicht einmal was Gescheites? Zum Beispiel die Zwetschgenkern aufheben. Oh, Zwetschgenkerne, Ja. die sind ja sehr langweilig. Ich heb sie sogar gleich auf und tue sie zum Abfall. Ich brauche nämlich gar keinen Baum mehr. Das ist mir auch lieber. Ich brauche keinen Baum, ich brauche nur noch Raum für einen schönen Traum. Wenn's so weiter schaukelst, Pumuckl, dann wärst du noch seekrank. Ich weiß nicht, ob ein voller Zwetschgenbauch die Schaukelei vertragt. Ein voller Bauch verträgt das auch, reimt sich. Und alles, was sich reimt, ist gut. Ist ein nettes Kind, die kleine Erika, gell? Ja, ein sehr nettes Kind, sehr, sehr Ein nett. Schreibpult mit einem Geheimfach zum Absperren will's haben. Also, Ansprich stellen die Kinder schon heutzutage, mein Lieber. Und einen Schlüssel will sie allweil bei sich tragen am Kettel. An einem sehr schönen Kettel mit einem sehr schönen Dackerl und Herzerl und Krügerl und also die reinste Erlkette. Naja, also, mich darf da so ein Gebaumel am Arm nervös machen. Mich tät's gar nicht nervös machen, Nee? mich tät's lustig machen, sehr lustig sogar, so zum Singen, lalalala. Jetzt fang nur nicht gleich wieder mit dem Thema Kettel an. Hast du ja selber gesehen, dass sowas nur Mädeln dran. Das habe ich gesehen, habe ich sogar ganz genau gesehen, jawohl. Und außerdem hätte ich zu sowas gar kein Geld. Das läppert sie nämlich ganz schön zusammen, was sowas kostet. Und weil du kein Geld hast und weil ich ein Kobold und kein Mädchen bin, kriege ich auch gar nie so schöne Sachen. Gar nie. Verlass dich drauf. Dann verlasse ich mich eben drauf. Ja. Obwohl man sich Natürlich. ja gar nie auf gar nichts verlassen kann, nicht wahr? Und außerdem muss der Mensch auch nicht alles haben. Nein. Und der Kobold auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Schau, ich verkneif mir auch allerhand. Ja. Ich hätte auch lieber Musik tun als mein alten Radio. Und wenn ich die großen Fahrfernseher in die Schaufenster sehe, dann denke ich mir auch manchmal, ob ich mir sowas nicht einmal leisten soll. Aber man wird ja nicht glücklicher, wenn man alles hat. Es muss alleweil was zum Wünschen bleiben. Ja, es muss immer was zum Wünschen bleiben. Ein Kettel zum Beispiel. Oder ein Gamsbad am Hut. Oh, das will Den wollte ich schon als ein Junge und hab allweil noch keinen. Also einen Bart an einem Hut, das würde ich mir gar nie wünschen. Nicht? Nicht mal ein Bart an einem Kinn. Ja, das ist auch was ganz anderes, gell? Die dümmsten Gartenzwerge tragen ihren Bart nicht auf dem Hut. Das verstehst du nicht. Nein, die tragen ihn am Kinn. Aber wie gesagt, es lebt sie ohne genauso. Ja, ohne Gamsbart sicher, aber ohne Also manchmal lebt sich's viel lustiger mit Zwetschgen. Ja, mit Zwetschgen, freilich, wenn man nicht zu viel isst. Aber darfst du schon noch eine nehmen. Und jetzt muss ich weiterarbeiten, gell? Der Meister Eder arbeitete und der Pumuckl holte sich eine Zwetschge,
verspeiste sie und setzte sich dann auf die Kante seines Bettes. Dabei ließ er es sich sehr angelegen sein, das kleine Plumeau besonders glatt zu streichen. Eine etwas verwunderliche Beschäftigung, aber der Meister Eder achtete nicht darauf. Plötzlich wurde die Werkstatttür aufgerissen und die Frau Gruber kam etwas atemlos herein. Herr Eder, Ah, Frau Gruber, haben Sie was vergessen? jetzt bin ich noch mal in alle Läden gelaufen, wo ich mit der Erika war. Jetzt ist mir gerade eingefallen, bei Ihnen hat doch die Erika ihr Armkettel noch angehabt, weil wir doch noch drüber geredet haben. Ja, freilich. Ach, Sie haben mir's doch voller Stolz gezeigt. Naja, das Kettel ist weg. Na, sowas. Ja, hat sie's verloren? Ja, ich kann mir's gar nicht vorstellen, wie das gegangen ist. Das Kettel hat einen Sicherheitsverschluss gehabt. Von allein ist das gar nicht aufgegangen. Ja, vielleicht ist die Erika wo hängen geblieben. Ich mein, dass das Kettel abgerissen ist. Ich weiß nicht, Erika sucht weinend die ganze Straße ab. Bei Ihnen kann's nicht runtergefallen sein. Ja, da könnte man auf alle Fälle mal schauen. Ja. Ne? Gesehen habe ich also nichts. Aber oft fällt sowas runter, wo man gar nicht dran denkt. Ja, wir können ja mal suchen da. Schauen wir mal. Da sind wir gestanden. Da? Da ist nix. Nein, da ist nichts. Nein. Aber schauen wir mal rein in die Hobelspäne. So weit ist ja Erika gar nicht hinübergegangen. Ja, kann ja sein, dass er es mit dem Fuß weggestoßen hat. Aber nein, da ist auch nichts. Ich glaube, wir können die Sucherei bei Ihnen aufgeben. Da ist es auch nicht. Also, wenn's da sein sollte, Frau Gruber, dafür garantiere ich Ihnen, dass Sie es wieder kriegen. Aber Herr Eder, daran zweifle ich ja keinen Augenblick. Gehen Sie zu, Herr Eder, da hinten brauchen Sie nicht zum Suchen. Da sind wir ja gar nicht hinkommen. Ja, am besten sucht man überall. Es gibt da die komischsten Sachen auf der Welt. Haben Sie eigentlich in der kleinen Schiffschaukel irgendeinen Mechanismus, weil die alle so hin und her schaukelt? Nein, da bin ich bloß hingekommen. Also, Herr Eder, wenn Sie nichts dagegen haben, dann mache ich bei Ihnen einen Zettel hin wegen dem Kettel. Ja? Ja, falls die Erika das Kettel im Hof verloren haben sollte. Es könnte ja sein, dass jemand findet, der kann es dann gleich bei Ihnen abgeben. Ja. Im Milchladen fahren mache ich auch einen Zettel an. Ja, freilich. Also, Frau Gruber, es tut mir furchtbar leid, Mei, dass... Herr Eder, Sie können ja auch nichts dafür. Mir ist halt hauptsächlich wegen der Erika. Und weil wirklich ein paar Sachen dran sind, gell, die man nicht ohne weiteres ersetzen kann. Ja, ich verstehe. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Eder. Ja, bittchen. Vielleicht findet sie das Kettel da noch. Ja, wenig Hoffnung. Also, auf Wiederschauen, Herr Eder. Auf Wiederschauen. Oh, das schöne, schöne Kettel. Jetzt ist es weg. Vogel, Ja. sag mir's gleich. Hast du da irgendwie deine Finger im Spiel? Meine Finger? Ja. Das kann ich dir nicht nur gleich, sondern das kann ich dir sogar sofort sagen. Meine Finger haben gar nichts im Spiel. Gell? Gar nichts, überhaupt nichts. Gell, verleg dich nicht drauf, jetzt irgendwelche Wortspielereien zu machen. Du weißt genau, was ich mein. Hast du das Kettel? Aber du siehst doch, dass ich kein Kettel habe. Schau mich doch mal an. Nirgends habe ich ein Auch nicht Kettel. irgendwo hin versteckt? Nein. Also, bitte, Pumuckl, sag's gleich, wenn's so ist. Ich schimpf nicht, wenn's das gleich sagst. Aber ich kann doch nicht das sagen, bloß damit du nicht gleich schimpfst, oder? Du weißt, sowas ist kein Spaß, sondern schlicht oder einfach Diebstahl. Ja, Diebstahl. Diebstahl. Ja, was ist denn da so lustig? Das ist ein komisches Wort, findest Hä? du nicht auch? Diebstahl. Heißt es vielleicht so, weil ein Dieb in einen Stall kommt, wenn man ihn erwischt? Nein, Nicht? das hat nichts mit Stall zu tun. Heißt Sondern aber mit, doch Diebstahl. Nein, das mit Stahl gar nicht, überhaupt nicht, nein, sondern mit Stehlen. Ja, aber dann müsste es doch Diebstähl heißen. Nein. Wieso heißt es denn dann Und wenn, Diebstahl? nein, reden wir nicht weiter. Doch, das interessiert mich. Nein, und wenn du das Kettel jetzt hast, Dann ist das nachher ist es Diebstähl. gestohlen. Stehlen. Sag nur einmal, hast du das wirklich nicht? Nein. Immer soll ich alles haben. Du hast es nicht? Wer weiß denn, wo die dumme Erika das Kettchen verloren hat? Sie soll doch besser aufpassen. Überhaupt sollen Kinder keine so feinen Sachen haben, weil Kinder ja nicht alles haben müssen, nicht wahr? Du hast selbst gesagt, dass immer was zum Wünschen übrig Ja, bleiben das muss. ist schon Und recht, aber- jetzt hat die Erika wieder was zum Wünschen. Und bald wird sie merken, dass es sich ohne Kettel ganz genauso gut Ah, du Wie hast mit- aber gut aufpasst vorhin. lebt. Ja, ich passe immer gut auf, sehr gut sogar. Also zum letzten Mal. Du hast weder das Kettel noch einen Anhänger noch sonst was. Doch, sonst was habe ich schon. Was? Durst. Was? Ganz Durst? schrecklichen Durst habe ich, ja.
Hab ich Durst? Ich muss jetzt mal schnell einen großen Schluck Wasser trinken. Na, halt! Nicht trinken! Du hast doch gerade Zwetschgen gegessen. Ja, Hörst nicht aber auf. habe ich ja Durst. Das Wasser ist gut. Hörst nicht gleich auf, es kann dir ja morgens reißen. Ich habe ja noch gar nicht so viel getrunken. Nur das halbe Glasel voll. Ja, hoffentlich geht das gut. Ist das gut? Mein Schau, da kommt die Erika ganz verwarnt über den Hof gelaufen. Jetzt sucht wahrscheinlich den ganzen Hof ab. Pumuckl, da kannst du gutes Werk tun und dir unsichtbar ein bisschen suchen helfen. Nein, das kann ich nicht. Ich bin nämlich kein Suche, sondern ein Verstecke-Kobold. Menschen suchen ja viel, viel lieber als Kobolde. Herr Eder, Sie haben das Armband nicht gefunden? Nein, Erika, leider. Ich hab überall geschaut. Bei mir ist das Kettel ganz bestimmt nicht. Da habe ich es aber zuletzt noch gehabt. Schon, aber schau, deswegen ist es doch nicht da. Aber du darfst gern selber noch einmal suchen, wenn's du willst. Da gehört, da hast du einen Besen, da. Damit kannst du überall runterfahren, dass wir wirklich nichts übersehen haben. Nie wieder kriege ich ein so schönes Kettchen. Ja, vielleicht findet sich's doch noch. Vielleicht gibt's jemand auf dem Fundbüro ab, weißt? Das glaube ich nicht. Die Milchfrau hat gesagt, solche Sachen geben die Leute nie ab, wenn sie es finden. Na. Das darf man nicht sagen. Es gibt auch ehrliche Leute auf der Welt. An die Ehrlichkeit soll man schon auch ein bisschen glauben. Da komm, geh her, nimm dir ein Zwetschgen. Nein, danke, Herr Eder. Ich habe gar keinen Hunger. Mei, so groß ist der Kummer, dass dir nicht einmal ein Zwetschgen schmeckt. Warum schaukelt die Schaukel immer? Mei, weißt du, die reagiert auf jeden Luftzug. Haben Sie eine Puppe? Na, warum? Weil da ein Puppenbett steht. Okay, da staunst. Ich habe eine Puppe, die in das Puppenbett hineinpasst. Soll ich die mal mitbringen? Ja, das kannst du machen. Das nächste Mal dann, gell? Was für ein lustiges Blümo. Au! Was ist denn? Was hast du denn? Wie ich das Blümo angerührt habe, hat mich da was gezwickt Was? oder gestochen. Ist das Blümo ein Nadelkissen? Ja, eigentlich nicht, aber es kann schon sein, dass dich was zwickt hat. Ich gehe jetzt wieder. Ja, und ich halt dir einen Daumen, dass dein Kettel wieder findest, gell? Auf Wiederschauen, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Erika. Also, Pumuckl, das hätt's jetzt auch nicht braucht, dass du gleich loszwickst, nur weil die Erika ein bisschen an dein Bett hinkommen ist. Ich mag das nun mal nicht und wenn ich was nicht mag, dann zwicke ich. Au! Sei doch nicht so ekelhaft. Da zwickt mich was. Aufhören! Mich zwickt in meinem Bauch was. Hab ich's Da nicht kannst da gesagt. innen drin. Oh, Wasser und Zwetschgen, aber du kannst ja nicht folgen. Ui, mich zieht es ganz zusammen. Ui, nein, nicht mehr auseinander. Oh, das ist ja gut, das wird jetzt einen kleinen Durchmarsch geben. Komm, Ich Pumuckl, will keinen Durchmarsch. Ich will nicht mal einen Durchspaziergang. Zerreißt jetzt meinen Bauchmagen, Nein, aber vielleicht ist gut, wenn du gleich ein bisschen hinlegst. Komm, geh her, leg dich in dein Bett rein. Nein, ich leg mich nicht Doch. hinein. Es zwickt mich fast gar nicht Ah, geh mehr. weiter, geh, ich sieh das doch an. Ganz kasi bist im Sicht, komm her. Nein, nicht das Plümo hochheben. Aber warum denn nicht? Nein, bitte nicht. Ja, was ist denn das? Da liegt ja das Kettel. Ja, da liegt ja das Kettel. Sehr komisch. Da liegt ja das Kettel. Dass das da liegt. Pumuckl. Au, mein Bauch. Pumuckl. Ja, ich muss jetzt schnell rausgehen, ganz schnell. Nein, das musst nicht. Aber die Zwetschgen wollen wieder zu meinem Hals hinaus. Das Ihnen ist gefällt's mir wurscht. nicht, Stein hier. Pumuckl, du hast also das Kettel gestohlen. Und nachher hast du mir frech ins Gesicht gelogen. Wo ich dich verspitzt hab, dass du die Wahrheit sagen sollst. Aber ich habe doch das Kettel gar nicht gehabt. Mein Bett hat vielleicht das Kettel Red, einfach... so ein Sautumszeig daher. Betten stehlen vielleicht... Stohlen hast das. Nein. Und das ist mein kleiner Pumuckl. Mein Hausgeist. Und ich glaube ihm. Ich hab's doch gar nicht gestohlen. Ich hab's doch nur aufgehoben. Red Und- nicht. Und zum Dieb hättest mich du jetzt gestempelt. Nein. Das hätte ich ganz bestimmt nicht. Die kleine Erika wollte schon das Blümo hochheben. Ja. Was meinst du, was passiert war, wenn sie's hochgekommen hätte und das Kettel wär da gelegen? Da wär's gelegen. Ja, aber ich hab... Versteckt.
Aber ich hab... Und von wem wohl? Aber ich hab... Doch bloß von mir. Ja, aber ich hab... Ist ja sonst keiner da Ja, als aber ich. ich hab doch die Erika noch rechtzeitig gezwickt. Wenn du dir das jetzt auch noch als Verdienst anrechnest. Nein, nicht. Oh, mein Bauch, ich sterbe gleich. Ich bin schon fast mausetot. Das ist mir wurscht. Von mir aus reißt dich. Was meinst du, was das für mich bedeutet, wenn die Erika zu ihrer Mutter sagt, der Eder hat das Kittel versteckt gehabt und wenn Frau Gruber weiter erzählt, dass der Eder stirbt? Aber ich hätte es doch wieder zurückgegeben. Ja, ich freilich. wollte es doch nur ein bisschen Hör die ausleihen. Lügerei auf. Kein Wort mehr will ich von dir hören. Aber du... Ich will dich überhaupt nicht mehr sehen. Nie mehr. Unter meinem Dach ist kein Platz für einen Dieb. Weg mit ihrer Schafe da. Weg mit dem Weg. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Und jetzt bringe ich das Kettel zurück und heute lüge ich mich das letzte Mal aus einer Verlegenheit raus, in die du mich bringst. Ich sage, ich hab's im Hof gefunden. Und bis ich zurückkomme, bist verschwunden, verstanden? Oh, mir ist so schlecht. Ja, es wird dir schon wieder besser werden, wenn du unsichtbar bist. Ich muss raus. Ich brauche Luft, sonst passiert was. Oh, bitte, ich sterbe. Such dir jemand anderes, der Mitleid hat mit dir. Bis ich wiederkomme. Bist weg. Bist fort, verstanden? Ich hab's doch gar nicht so bös gemeint. Ich hab doch bloß versteckt, damit die Menschen was zu suchen haben. Kobolde verstecken nun mal gerne und Kobolde hüten gerne Schätze. Ja, alle Klabauters haben Schätze gehütet. In Höhlen, jawohl, in Betthöhlen zum Beispiel auch. Und jetzt soll ich gehen. Ich weiß doch gar nicht, wohin ich gehen soll. Aber ich gehe. Jawohl, ich gehe. Ich will kein bisschen mehr hier bleiben. Es gibt viel liebere Schreiner und schönere Schreiner auch. Jawohl, schönere und größere Schreiner. Und wenn ich nicht mehr sichtbar werde, dann kriege ich auch kein Bauchweh mehr und keine Zwetschgen und keinen Hunger und kein Bett und keine... und keine Schaukel. Aber ich will das auch alles gar nicht. Nein, nie mehr. Nie mehr. Und jetzt gehe ich. Jawohl, ich gehe einfach fort, gehe ich und komme nie mehr wieder. Nie mehr. Nie mehr. Ja, und dann ist der Pumuckl weggegangen. Über den Hof, am Kastanienbaum vorbei und zum Hoftor hinaus auf die Straße. Als der Meister Eder von der Frau Gruber zurückkam, die Freude der Erika über das wiedergefundene Kettchen könnt ihr euch wohl vorstellen, da lag noch das Bettchen am Boden, ein Fuß davon war abgebrochen, und als der Herr Eder sich kurz umsah, wusste er gleich, dass kein Pumuckl mehr da war. Es war vollkommen still im ganzen Haus. Der Meister Eder nahm ein Brett, maß es sorgfältig ab und begann es zurechtzusägen. Nur ein einziges Mal wischte er sich über die Augen, kurz und energisch. Das war alles. Abends ging er an seinen Stammtisch, aber er war kein guter Gesellschafter. Er schwieg die meiste Zeit. Tja, nur bis hierher kann ich euch diese Geschichte erzählen. Und wie sie weitergeht, das werden wir erst das nächste Mal erfahren. Bis dahin, auf Wiederhören.